Noven zusammen. Ohne alles klar soweit. Ihr Leid, ich kann euch sagen, heute ist der Bossgegner fällig. Gucken wir mal, was das für ein Waschlappe ist oder ob wir uns da vielleicht doch eher die Zähne ausbeißen. Mir wäre es jetzt erlebe. Viel Spaß. Am besten ist, zuallererst geben wir um unsere Seele aus, oder? Für was haben wir die dann? Geben wir um unsere Seele aus. Fertig. Machen wir. Dann sind sie fort. Dann können wir sagen, nie mehr verliere. So, guten Tag. Ja, ich bin der Fluchmann, ganz genau. Und ich hätte gern aufsteigen. Und dann hätte mir Pass auf, was machen wir jetzt? Ey, Level. Ich hatte irgendwie gedacht, dass mehr ging. Ich hatte irgendwie jetzt mit 2 gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Kondi Wicke wäre eine Möglichkeit. Vitalität. Stärke. Schicklichkeit. Schicklichkeit. Jetzt irgendwie. Stärke bringt halt mehr eigentlich, ne? Sieht man jetzt hier irgendwo, wie der Dege skaliert? Ich glaube, der hat. Oh, ich glaube, der hat aber mehr auf Dingenskirche skaliert, ne? Auf Geschicklichkeit. Ach, ich hab keinen, so Pech. Wo sehe ich das dann? Dege, ne? Eigentlich skaliert der jo mit Geschicklichkeit besser wie mit Stärke, ne? Aber wenn ich jetzt Stärke 1 hoch mache vom Level her, dann ist der Effekt viel größer, als wenn ich Geschicklichkeit 1 hoch mache. Das verstehe ich halt nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache nur Geschicklichkeit. Vielleicht hat das jo, was dort angezeigt wird. Also wird dir jetzt angezeigt. Hier, ne? Rechte Waffe ist hier bei 300, also 1 hoch und bei 2,8 1 hoch. Aber es kann ja auch Sinn, dass das jetzt wiederum nichts damit zu tun hat, was jetzt hier quasi als Bonus erscheint. Da steht jetzt plus 55 zum Beispiel. Kann ja Sinn, dass das damit jetzt auch gar nichts zu tun hat, ne? Haben wir da eigentlich noch ein paar geile Gamasche am Start? Nee, ne? Wir wissen ja, was geil wäre, wenn du jetzt hier so drüber fährst, dass der dann hier in Echtzeit quasi die Kleidung wechselt. Einfach damit du sehen wirst, wie es aussieht, sozusagen. Sollen wir mal zum Schmied gehen? Wir haben jetzt so ein paar Titanitbrocken gesammelt. Wir könnten mal gucken, Ausrüstung verstärken, da brauchen wir ja 8 Titanitbrocken. Dann brauchen wir 2, das ist natürlich schade, ne? Wir haben hier Estok, Stoßhieb. Wissen ja, was auch schade ist, dass man die Basiswerte nicht mehr sieht. Warte, ich habe noch eine Dege, 115. Ja, aber der Dege hat dann schon bessere Basiswerte eigentlich, ne? Wie dieses Estok-Teil. (115), ne? Wahrscheinlich wäre es schon sinnvoll, irgendwann mal umzuskalieren auf Schicklichkeit, wenn man mit dem Dege weiter schaffen will, ne? Jo, aber machen wir nicht jetzt. Jetzt, ach guck mal, 42 haben wir da unten stehen. Das ist immer geil, oder? Genau extra so gemacht, dass wir da 42 stehen. So, und jetzt reisen wir zurück. Stellt sich nur die Frage, wohin? Das hier ist hier ein neues Gebiet quasi, also komplett neues Gebiet. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn man jetzt hier den Bossgegner macht, oder? Aber, boah, der hat dir dort gestanden, dass der arisch giftig unterwegs ist. Das will man ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite, hopp, viel Seele verliere, kennen wir ja nicht. Mehr gucke einfach, muss kann ich nicht mehr wie in die Box gehen.
Die 42 Seele, wenn man die verliere, es gibt Schlimmeres, die dich sagen. Ah doch, die Nebelwand ist noch da, ne? Also es scheint dann wirklich... Ist das ein Drache? Die Geschichte hier gefällt mir aktuell nicht so, muss ich sagen. Sinnlos. Okay. Hinterteil, aha. Guck mal, da ist noch ein Ausgang. Das ist immer interessant. Heiliger voraus. Ja, gut. Dummerweise nicht für mich jetzt, ne? Sinnlos. Aber warum sagen die jetzt alle gar, das wäre sinnlos? Ist der quasi so Bossgegner, wo man dann quasi überhaupt einfach gar keine Chance hat? Wow. Nein! Ich wollte eigentlich... fuck. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte... Ja, genau. Ich wollte es wieder zweihändig nehmen. Der ist ja widerlich. Ist ja ganz widerlich. Hallo Krisnowski. Und wie geht's? Gut ins Wochenende gestartet. Ja, und ich weiß nicht, ob der so einfach ist. Also ich meine, mein Skill-Level ist halt sehr gering. Ja, das habe ich schon festgestellt. Aber eigentlich sind die in einem Schlag weg. Jetzt, nein. Eigentlich kennt der ja seine eigene... Ach, ich bin tot. Eigentlich könnte er doch seine eigene Ratte einfach gleich kaputt machen, selbst. Das wäre doch nur Maßnahmen. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, was Ranged Combat ist. Meinst du Fernangriff? Also ich habe Pfeil und Bogen. Ob das jetzt so gut ausgebaut ist, weiß ich nicht. Alter. Ja, aber Fernkampf dann auf die kleine Ratte oder auf die große Köder? Ja gut, ich kann jetzt natürlich hingehen und sagen, ich nehme hier als Waffe irgendwie, wo habe ich denn das? Sowas hier. Warte mal, was hat denn das hier für Zweit-Attack gehabt? Nehmen wir die Mund 2 hin. Das war der Sprungangriff. Ah, hier war sie. Also sowas könnte ich jetzt machen. Da ist halt mein Ausdauerleist direkt leer, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. So, und dann würde ich jetzt aber vielleicht mal die Bogen oder so ablegen in der Hoffnung, dass man dann unter 70, 72. Das ist halt eine schwere Waffe, ne? Naja gut, wir können es hier mal ausprobieren. Wir können ja keine Seele mehr verlieren. Ja, klar. Nein! Die Waffe, die ist halt so langsam. Also, Stats kann ich dir zeigen. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie es geht, aber ich muss da immer ein bisschen ausprobieren, bis ich das richtige Menü gefunden habe. So, Spielerstatus. Hier kann man doch gucken. Das sind meine Stats. Also eigentlich habe ich hier mehr auf Stärke skaliert.
Nee, ich bin nicht aus Baden-Württemberg, ich bin aus Rheinland-Pfalz. Aber knapp daneben. Ich habe eigentlich mehr auf Stärke skaliert, aber ich würde... Also die Waffe gefällt mir eigentlich mit Geschicklichkeit besser, also dieser Degen. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich du irgendwann mal umskaliere auf Geschicklichkeit. Zumindest ein bisschen. ANP? Nee, keine Ahnung, was das macht. Sieht aus wie 2 Hähnchenkeule. Was macht ANP? Nur ganz am Rande. Aber nicht so wirklich. Ich hab, Henno Souls, ich weiß nicht, ob du das kennst, geguckt und der hat da auch über Iframes geredet. Aber ich weiß jetzt nicht genau, oder ich habe das nicht so ganz verstanden, was er mir damit sagen wollte. Genau. Das stimmt, das weiß ich. Ah, okay, das sind die Iframes. Okay. Und wenn ich ANP hochschraube und dann ist diese Zeitspanne quasi größer, oder wie ist das? So. Nein! Aua! Ach, ich bin doch gehupst. Nein! Renmo bitte weg. Ich springe aber auch immer zum falschen Moment. Ich habe so ein schlechtes Timing. Treffe wäre halt auch günstig, ne? So. Der ist schon... Eigentlich ist das ihr liebes Kuscheltier, ne? Nein! Ach, ich wollte gerade auf Springe gedrückt. Gerade auf Springe gedrückt. Wenn man so unter dem ist, das ist, finde ich, ungünstig. Dann sieht man gar nicht so richtig... Jetzt bin ich ihm aber auch genau vor die Schnuss gesprungen, ne? Ach, ich hab du einfach ganz schlechtes Timing. Wobei ich so das Gefühl habe, wenn ich unter dem stehe, erwischt er mich gar nicht so wirklich. Aua! Nein, falsche Richtung. Nimmst du bitte demokratisch Labberdrängsche? Schnell, schnell, schnell. Nein, jetzt sind die leer. Dann Alter, jetzt kotzt der auch noch. Er hat zu viel gesoffen. Bleib schön weg. Nicht getroffen. So ein Pech, aber ach nein. Treff doch bitte. Noch einer, komm. Jawohl, tschüss. So, jetzt kann ich auch lesen. Also. Stream Block, okay. Okay. Ah, das ist gut. Weil der braucht ja immer ewig. Ah, okay, ja. Jo. Rattenschwanz. Das mit dem Anvisiere, das ist eh so graus, finde ich. Ich weiß nicht. Irgendwie, du stehst so ein bisschen auf Kriegsfuß damit. Weil in manchen Situationen ist es halt wirklich geil, aber in anderen ist es halt wirklich total scheiße. Das habe ich jetzt hier quasi eben auch gesagt. Bei so großen Gegnern ist es halt eher ungünstig.
So, dann brauchen wir noch hier, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Pharus-Verkünder ist schon mal ganz gut. Ja, ach, das wollte ich eigentlich gar nicht machen, naja gut. Und ein Ratteschwanz. Gut, also heißt das, ich brauche jetzt ANP. 30 ANP, okay, gut. Das ist doch mal ein guter Hinweis, das heißt, da kann ich jetzt mal versuchen, drauf zu skalieren. Aber ich scheine jetzt mit einem Fachmann zu Dark Souls zu reden. Das heißt, jetzt kann ich dich nämlich noch was fragen. Und zwar, warte. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen, ne? Und zwar habe ich eben also ich habe mich eben aufgelevelt. Und zwar habe ich gucke mal gerade, wo ich hier das nochmal hat mit dem Status. Hier. Und zwar habe ich, wenn ich Stärke 1 hochdrücke, dann geht hier bei der rechten Waffe der Angriff deutlich höher, als wenn ich Geschicklichkeit mache. Obwohl ich ja eigentlich eine Waffe habe, die besser mit Geschicklichkeit skaliert. Aber hat das dann quasi nur Auswirkungen hier auf den Bonus. Also dass quasi, wenn ich Geschicklichkeit mache, der Bonus hier höher wird. Aber nicht bei dem Status hier diese Angriffswerte bei Waffe 1, 2, 3. War ich hier schon mal? Alter, was so für die Ratte? Oh, fuck. Scheinbar ist der lieb. Sorry. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Und das sagt Rat. Das ist jetzt auch irgendwie komisch, oder? Is that a rat tail, human? Ja, ich hab da ein paar ingesammelt eben. One of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice. Ja, das weiß ich. Aber dann stand der plus 56 oder so ähnlich. Oder 54. Since thou art human still, permit me ask, wilt thou thy human soul swearest thou by the sweet-tempered slug? Ach, ich weiß nicht. Für was sind denn diese Eide eigentlich gut? Okay. Und was würdest du gerne in Aktion sehen? Humans are all alike. Get thee gone. We will tolerate Wenn ich jetzt hier runterspringe? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier schon mal war. Ist hier... Ach, genau, da sind wir Hochgang. Genau, jo, so war's. Ei, gut. War hier Gegner? Ich glaube schon, zwei, ne? Ach ja, genau, da war der Trottel, der seine Waffe wegschmeißt. Und dann zur Messerstecherei mit Fäuste kommt. Ja, gut, das sehen wir gleich. Nämlich, ich gehe jetzt gleich nochmal Schule und dann level ich nochmal. Oh, was haben wir dann? Alter irdischer Stein und eine Kriegerrüstung. Hallo, hopp dann. So, ach, und das Vieh, das kriege ich nicht. Nein! Nein! Ach, wie ärgerlich. Das will auch nicht. Kriegen wir das jetzt hin, an dem vorbei zu hupsen? Tatsächlich, einwandfrei. So. Hier oben war, glaube ich, irgendwo... War hier der Ausgang in den komischen Wald? Wie war denn das? Jo, genau. Und das war Leuchtfeuer, das ist gut. Dann können wir nämlich nach Majula gehen und dann mache ich mal Level und dann kann ich das nochmal zeigen. So, hier hin. Bis wir jetzt natürlich auf ANP 30 komme, wird natürlich bitter, weil ich habe jetzt natürlich schon relativ viel, was ich da ausgeben muss, um ein Level zu packen. Das heißt, es ist die Frage, ob man nicht gescheiter einfach nur neu umskaliert. Ne, das kann man ja bei den 3 Hexe da am Anfang machen. Also, wenn ich jetzt hier Stärke hoch mache, dann geht die rechte Waffe
auf 252, 145 und 83. Wenn ich jetzt im Vergleich Geschicklichkeit hochmache, dann geht die jeweils auch nur 1 hoch, aber das ist insgesamt ja weniger wie bei Stärke. Obwohl ich doch eigentlich eine Geschicklichkeitswaffe habe in der rechten Hand. Und das fand ich irgendwie komisch. Ne, also hier geht 8, beides jeweils um 1 hoch. Und 3 hier auf 83. Hier 101, 83, weil in der linken Hand habe ich ja eigentlich keine Waffe. Und wenn ich jetzt hier die Geschicklichkeit hochmache, dann geht er hier nur auf 252 und 145. Also insgesamt eigentlich weniger. Obwohl ich ja Waffe habe, die mit Geschicklichkeit auf B skaliert und Stärke nur auf D. Würde ich halt eigentlich erwarten, dass das dann hier auf Geschicklichkeit bessere Auswirkungen hat. Bei der Verteidigung ist es gleich. Ah ja, das ist natürlich ungünstig. S soll doch eigentlich die ultimative Waffe sein. Gut, aber A und P können wir auf jeden Fall schon mal hochmachen. Okay, den wichtigen Bosswaffenhändler. Wo ist der? Ich glaube, in dem Nebelwald war ich schon. Das ist der Wald, wo alles voller Nebel ist wahrscheinlich, ne? Wo man nicht seine Hand vor Augen sieht. Das war ich aber schon. Wo war denn das? Ich glaube, hier war das, ne? Das könnte hier irgendwie der Nebelwald gewesen sein. Zumindest konnte man hier geradeaus gehen oder links, rechts. Ich weiß nicht mehr, dann ist man irgendwie in den Nebelwald gekommen. Das da. Soll ich mich dann dahin teleportieren? Alle hopp, dann machen wir das. So, ihr Leid, das war's für heute noch mal. Wir haben den Bossgegner gepackt. Es war so, ja, schon eher eine Waschlappe, aber schon gar nicht so einfach, ne? Ihr habt das ja gesehen. Wenn die ein bisschen größer sind, wenn man sie dann anvisiert, das ist einfach Rotz, ja, das habe ich schon öfters gesagt. Auf der anderen Seite, wenn es dann nicht anvisieren tust, dann triffst du nicht, also es ist egal, wie du das machst, das ist einfach immer Murks. Aber ist ja auch egal, wir haben ihn gepackt, ja. Was wollen wir mehr? Wir haben die Seele inkassiert, wir haben sie ausgegeben. Und beim nächsten Mal müssen wir halt mal gucken, was jetzt noch weiterkommt. Ne? Wir haben ja schon da oben das eine Gebiet im Wald, bei dem Camp da mit den Soldaten. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da dann weitermachen werden. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.